Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone. Uff, pelzig. Ja, viele Cutscenes, Hots. Ich glaube, ich muss sehr viel schneiden. Okay, schauen wir mal, was hier noch kommt. Sagt man lieber nochmal einschalte die Taschenlampe. Beim Plündern sollten wir auf jeden Fall uns alles ganz genau angucken. Ich möchte nichts verpassen eigentlich. Aber ich bin prädestiniert dafür, Sachen zu übersehen. Aber am Anfang im Tutorial werden wir wahrscheinlich hier überhäuft mit dem ganzen Zeug, ne? Und da ist auch auf Leichtspiel. Pistole und Flinte Muni, perfekt. Okay, war nur Rad. Lass mich runter. Da ist noch was ganz Tolles. Da ist nichts, da ist vernachelt. Und hier? Kommen wir nicht durch. Okay, schade. Ich habe gedacht, da wäre möglicherweise noch irgendwas Spannendes zum Spielen und mit Schokolade. Kikakaku köstlich. Ist noch ein Polizeiauto? Und wir haben schon unser Flinte-Munition auf Maximum. Okay, 15 Flinte-Munition wären das dann. Kann man nicht aufmachen? Ja, noch ein Nest. Ja. Ah, okay, okay. Man riecht's. Wie viele Molotows hast du noch? Das war gerade der letzte. Haben wir noch Zeug, um welche zu machen? Ja. Verbrenne das Freaker-Nest. Kein schöner Abgang immer noch. Als Kapitel wahrscheinlich. Ja, da können wir wahrscheinlich auch reinkriechen. Gut, wenn wir Zeug haben, um es zu basteln. Na, dann schauen wir da mal. Moment. Ah ja, hier in der Tasche. So, Überlebensrad. Überlebensrad, Stiefelmesser. Sehr edel. Handfeuerwaffe, Wurfobjekte. Molotow. Jo, dann wollen wir. Das sollte genügen. Was braucht man dann dafür? Bierflaschen, Lappe und Kerosin. Klingt logisch. Okay, halte L2 zum Zielen und tippe zum Werfen. Okay. Ja, das ist auch wie bei The Last of Us mit der Wurfkurve. Dann. Hui! Bereit? Scheiße. Da kommen sie. Und noch einer. Wie die sich bewegen. Hey, komm schon. Ja, okay, eine Sekunde. Was das? Ich muss sie mal in die blödeste Momente jucke. Okay, warte mal, du war da noch was? Dann holen wir uns dann nämlich gleich wieder 2 Flintenmunition. Genau. Und die köstliche Ohren holen wir uns doch auch gleich. Das war's dann. Okay, aber ich möchte hier nochmal reingucken, um ehrlich zu sein. Ja. Denn hier finden wir noch einen Verband. Besser als nackig in die Hose gegriffen, oder? Nackig in die Tasche gegriffen oder in die Hose geschissen. Nicht vereint das Ganze. So, wieder hoch mit uns und dann aufsatteln. Fahre mit Boozer zum Crazy Willies. Okay. Ich habe darüber nachgedacht, über das nach Norden fahren. Mein ja. Du musst von hier weg, den Kopf freikriegen, ja? Morgen früh, lass uns die Beute abliefern und losfahren. Ja, Bruder. Das höre ich gern. Gut. Ah, sieht nicht so gut aus. Okay. Da, deine Freakshow. Ach du Scheiße. Shit. Alles voll. Ach du Scheiße. Oh, leck. Das sieht noch Schleichmission aus. Die fressen sich gegenseitig. Okay, das ist neu bei Infizierte. Shit, wir brauchen mehr Munition. Was hast du vor? Und es wird nicht gut gehen. Du fährst einfach durch. Ziehst möglichst viele auf dich. Und ich gehe einfach hinten rum, den Hügel runter zur Garage. Scheiße. Ich brauche nicht lang. Gib mir ein paar Minuten. Ich hol das Teil, du kommst zurück, wir hauen ab. Nachdem ich ein paar von denen umgelegt habe. Du willst wohl unbedingt draufgehen. Wie gesagt, heute noch nicht. Na los, ihr verdammten Wichser!
Okay. Wow. 4%, ich erinnere mich. Story aktualisiert. 25 Meile pro Stunde nur hier. 17% für die Fahrt rüsten. Story aktualisiert. Du bist lebensmüde, ist jetzt das Kapitel. Finde Crazy Willys, schlag mich tot. Los, verpisst euch, ihr kleinen Scheißer. Alter, sind das infizierte Kinder oder was? Igitt! Oder so kleine Gollums. Pfui Teufel, Gollums. Haben wir irgendwas, was wir bauen können? Nee, natürlich nicht. Medizinisch können wir ein bisschen was basteln. Können wir bei der Flinte was? Nee, Ablenkung haben wir nur einen Stein. Fallen können wir nichts machen. Und Spezialwaffen auch nicht. Und Handfeuerwaffe. Okay, wir behalten die Flinte bei. Ah, sind die ekelhaft. Okay, also die waren auch gefährlich, glaube ich. Die finde ich hochgradig besorgniserregend. So, dann gucke ich mal hier. Nix. Ich befürchte aber, wenn ich jetzt schieße, kommt der ganze Sauhaufe auf mich los. Voll Teufel. Igitt. Also eigentlich hätte ich schon Bock, auf die zu schießen. Aber... ja, sobald ich auf so Ziel, verschwinden sie auch. Ich befürchte, die lauern mir auf, sobald ich anfange, hier unten drunter durchzugehen. Das wäre ziemlich dumm. Deswegen holen wir uns nochmal ein bisschen Kruscht. Okay, die lauern dort, die Viecher. Das ist saudumm, wenn ich jetzt anfange, auf die zu schießen. Aber auf der anderen Seite will ich die an. Ach, scheiß drauf, wir sind im leichten Modus. Und ich bin eh lieber für Abteilung Attacke. So. Krabbler. Krabbler sind schreckhaft und halten sich üblicherweise an schwer zugänglichen Orten wie Dächern auf. Sie greifen an, wenn sie spüren, dass deine Gesundheit niedrig ist oder du in ihr Revier eindringst. Ja, das dachte ich mal schon. Ja, so ist gut. Bleibt da oben und euch passiert nichts. Sind offensichtlich infizierte Kinder, ja. Ja, verzieht euch. Ach, sind die ekelhaft. So. Ah, ist das furchtbar. So. Okay. Ich würde aber auch gern wissen, was du noch ist in der Nähe, ne? Deswegen, ich versuche so langsam wie möglich zu laufen. Die machen erstmal nichts. Das scheint ein Nest wieder zu sein. Warum auch immer die Holz verwenden. Ja, verzischt euch, ihr eklige Freakos. Ich möchte nur wissen, ob ich hier noch was plündern und abziehen kann. Nee, sieht nicht so aus. Ach doch, da ist noch ein Lapper. Okay, den holen wir uns auch noch. Aber dann mache ich auch, dass ich hier fortkomme. Die Geräusche. Voll Teufel. Was haben wir jetzt? Auch Bierflasche und Kerosin. Perfekt. Hoppla. An den können wir uns doch bestimmt von hinten rausschleichen, oder? Die Freaks lassen wir jetzt erstmal in Friede hier. Okay. Licht machen wir mal aus. Und dann ganz langsam probieren wir mal dann von hinten zu meucheln, wenn möglich. Wir müssen sie irgendwann auch mal üben, ne? Im hohen Gras verstecken, die Geräusche machen dabei. Von hinten nähern und dann versuchen wir nur zu meucheln. Büsche. Hinter Büschen kannst du dich tarnen. Wenn du noch nicht entdeckt wurdest, bleibe mit Kreis in Deckung, um unentdeckt zu bleiben und sorge mit Stein für Ablenkung. Okay, macht Sinn. Ja, ich mache jetzt dafür Geräusche. Okay. Okay, da muss ich dann Dreieck drücken, wenn ich nur genug trabe, nämlich A. Okay, cool. Gut, denn du musst mal nicht in den Kopf schießen, dass sie sterben, weil dann reicht sie bei normalen Menschen zu töten. Okay. Alles klar. Kleine Freakos lassen wir jetzt, wie gesagt, mal in Frieden. Okay, Taschenlampe ist A, jetzt ist er aus. Okay. Gut, das sind wichtige Sachen. Ich kann jetzt wahrscheinlich aber auch wieder genau hier einen Molotow basteln. Das ist cool, einer
in der Reserve zu haben, einen Molotow-Cocktail. Ich möchte allerdings wieder Usas Flinte. Das sind jetzt wieder die kleine Äffler. Ja. Kleine Äffler scheinen wir noch zu steigern. Können wir hier aufmachen, ohne dass es laut ist wie Sau. Okay. Jo, eine Pistolenmunition. Gut. Das sind wieder die. Warte mal. Wir könnten aber hier auf den Stein drauf gehen. Und holen uns dann für die Ablenkung. Okay, warte. Halte mal den Gaul an. Wir können uns da hinten noch verkriechen. Können uns anschleichen, denn mit dem Tarnangriff noch fertig machen. So langsam und leise wie möglich. Ja, das ist der die Geräusche macht. Ja, gut. Okay, das arbeitet mit Erfahrungspunkten, wie es aussieht. Da können wir wahrscheinlich auch durchklettern, ne? Was macht das hier? Da können wir uns drin verstecken. Ja, cool. Okay, kapiert. Halte mal eine Gaul an. Das war so und so. Das steht. Ups. Hat sich erledigt. Okay, nochmal in Deckung gehe. Okay, das war dumm. Und irgendwo krabbelt noch einer rum. Ich höre ihn. Kerosin und Schwärmer. Oh, natürlich mal wieder. Was habe ich da jetzt? Hundskamilla. Okay, das werde ich vielleicht für medizinische Sachen gebrauchen können. Ne, ich möchte die Jungs jetzt nicht so sehr reizen. Gehen jetzt mal hier rein. In der Hoffnung, hier noch Zeug zu finden. Ein Verband. Vielleicht machen wir hier mal aus lieber. So, ich habe das Gefühl, hier hechelt irgendeiner in unserer Gegend rum. Ich probiere natürlich so leise wie möglich zu sein, wie das auch bei The Last of Us schon der Fall war. Nur merke ich, dass The Last of Us wesentlich geschmeidigere Steuerung gehabt hat als Days Gone. Das ist etwas härter hier, finde ich. Bei The Last of Us Part 2 bin ich mal tierisch gespannt. Okay, Baseballschläger aus Holz, Nahkampfwaffe. Okay. Halt mal eine Gaul A. Was ist denn unsere Nahkampfwaffe? Das ist Stiefelmesser. Kann ich da jetzt... da kann ich dann auswählen. Okay, cool. Ich bleibe am Stiefelmesser, glaube ich. Weil damit können wir ja noch immer meucheln. Wobei, ich glaube, das macht er wahrscheinlich von sich aus dann, ne? Dass er das Messer dafür benutzt. Ich denke, so klug wird die Spielmechanik sei. Desinfektionsmittel. Ich nenne das nämlich Sterilisierungsmittel. Das ist doch Quatsch. Ich nenne das Desinfektionsmittel und fertig. So, hier Stiefelmesser, Baseballschläger aus Holz. Genau, dann wählen wir aus. Dass wir möglicherweise dann so drauf kloppen können. Ich glaube immer noch, dass er in der Nähe ist. Ich höre die ziemlich deutlich, die Biester. Das ist einfach nur Klopapier. Das wird schon als Verband bezeichnet. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, wir können hier wohl nur hier raus. Achtung. Okay, da ist einer. Wieder eine Hundskamille. Ups, da kommen wir nicht durch. Ich glaube, der... Ne, der sieht uns noch nicht. Aber gleich sieht er uns. Hier ist nix. Können wir auch durch. Okay, die schwärmen natürlich aus, die Biester. Alter, diese Geräusche. Ja, so bleiben wir erstmal unerkannt hier, ne? Okay, wir haben immer noch das Ding. Okay. Jetzt sehen wir ja gleich. Ich habe zwar den Baseballschläger A gewählt, aber Achtung. Ja, das macht er automatisch mit dem Messer, das dachte ich mir. 11% bis zum nächsten Stufeaufstieg, wie es aussieht. Das war over rechts unter meiner Facecam dann versteckt. Wie geht's, Bruder? Bist du fertig? Noch nicht. Ich muss noch in Willys Werkstatt. Da müsste eine Benzinpumpe sein.
Dann legt einen Zaun zu. Ich bin an ein paar von diesen Dingern vorbeigefahren, die Teile, die die Ripper bauen. Segel. Ja, und das heißt, dass sie hier irgendwo sind. Und ein Pfeilkraut habe ich eben. Okay, Ripper sind anscheinend hier. Hier gehen wir auch nochmal ins Haus rein. So, dann gucken wir uns mal hier um. Verbände sind voll. Das heißt, ich würde auch ganz gerne mal einer Verwender, ehrlich zu sein. Dann können wir nämlich wieder einer plündern und sind wieder voll hochgeheilt. Okay. Hier ist noch ein Baseballschläger aus Holz. 100%ig. Von der Haltbarkeit. Hier sind wahrscheinlich auch ein paar Freaker. Motel Safe Kombination. Okay, cool. Gucken wir da mal. Ja, wie gesagt, alles, was mit der Facecam verdeckt wird, lese ich euch natürlich vor. Es scheint mit Erfahrungspunkte hier zu arbeiten. Und mein Stufeaufstieg oder wie weit ich bin, wird man mit einem Prozent angeben. Okay, schnell wieder zu, schnell wieder zu. Ach, den Scheiß zu. Ja. Okay, langsam, langsam, leise. Okay. Geht's wieder in den Raum rein, halte mit der Gaul an. Erstmal hier nochmal umgucken. Nochmal eine Flintenmunition. Okay. Muss aber mal ursprünglich eine schöne Hütte gewesen sein, wenn ich das so sehe. So. Wo ist denn dieser Scheiß Safe? Ah, sehr gut. Für die Kombination. Genau, dann macht er das nämlich automatisch. Perfekt, da muss ich nichts dran schrauben. Und es gibt ein Attraktor. Wenn du ein Objekt zur Ablenkung ausgerüstet hast. Ah, das wird wahrscheinlich einfach so Ding sein, was Störgeräusche macht, ne? Okay, cool. Cooler Scheiß. Ich vermute, hier geht's wieder raus. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was er jetzt gerade hier macht, aber okay. Das ist der Attraktor. Okay, dann könnte ich mal aufheben, weil mit den Paar muss ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen, um ehrlich zu sein. Du wurschtelt noch irgend so Gestalt rum. Ich behalte den Attraktor einfach mal bei, falls ich ihn brauche. So, ich glaube, über das Fenster sind wir eingestiegen. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso zur Werkstatt. Und ich denke, bei Days Gone kann ich durchaus auch so 20 bis 25 Minuten pro Episode machen. Ich denke, das ist realistisch, gerade weil es auch so ein Open-World-Spiel ist, was auch wo man sich relativ viel Zeit nehmen kann für alles. Sollten wir Days Gone auch wirklich häufig länger machen, so rum. Okay, warte mal, ich denke, wir haben wieder genug parat. Nein, uns fehlt eine Bierflasche. Okeli-dokeli. Was ist hier noch? Ein Lapper, ne? Ja, Allah. Haben wir uns auf einen Lumper. Ist das die Werkstatt? Sieht so aus, als wäre es die Werkstatt, ne? Das ist die Tankstelle dazu. Okay, wenn wir jetzt hier schon so unbemerkt sind, soll ich mich gerade nochmal umgucken, ob hier nochmal um die Ecke irgend so ein Widerling rumschwirrt? Nee. Okay. Gut. Ah ne, das scheint ja wohl nur eine Garage zu sein. Na gut. Ich sag alles ganz anders und behaupt's Gegenteil. Okay, warte mal. Ich habe jetzt den Attraktor nämlich ausgewählt. Und an was fällt der? Spezialwaffen? Fallen? Ah ne, ohne Ablenkung. Attraktor. Genau. Okay. Muss ich das alles so etwas umständlich auswählen, das Zeug, statt Schnellslots, wo ich was hier auswählen könnte, ne? Okay. Na gut, dann plündern wir das hier nochmal. Kantholz. Ah ne, ich möchte eigentlich Kantholz. Ich möchte dann lieber den Baseballschläger haben. Okay. Gut, das sieht doch relativ gut aus hier. Das ist die Tankstelle, vielleicht auch mit Autowerkstatt, ne? Aber warte mal, ich glaube, da war ein Auto, was ich noch aufmachen konnte, ne? Ja, aber hier kann ich aufmachen, die Motorhaube kann ich aufmachen und Schrott holen. Nehme ich mal an. Oh, was holt er da jetzt raus? Schalldämpfer. Bringe deine Waffe mit einem Schalldämpfer zum Schweigen, in Anführungszeichen. Wähle eine kompatible Waffe in Überlebensrad aus und drücke zum Anbringen R1.
Okay, das Handfeuerwaffen-Schalldämpfer, das ist geil. Ja, warte mal. So. Genau. Jetzt haben wir hier das Schalldämpferdraht. Das ist doch ziemlich geil. Da haben wir noch ein bisschen Kerosin. Ah. Kannst du dein Bike und deine Generatoren auftanken. Okay. Benzin können wir wahrscheinlich gut gebrauchen jetzt. Zwecks Bike, ne? Ich glaube, hier oben sind noch ein paar von den anderen Kleinen, aber die habe ich Gehechel gehört. Ja, ich höre das Gehechel. Ich merke schon, das sind ein paar von den Krabbler wieder unterwegs. Ja, ich sehe schon einer. Moment, warte mal. Wenn wir denn jetzt schon mal dabei sind mit Schalldämpfer und so. Ja, das dachte ich mir. Ja, okay. Cool. Hat auch keinerlei Geräusche gemacht. Scheiße, verdammt. Das muss woanders sein. Vielleicht geht's übers Dach. Das kann ich sprengen. Also so Fässer kann ich dann in die Luft jagen. Das ist ja Standard eigentlich. Okay, jetzt müssen wir noch Ledere gucken. Dass wir da hoch können. Also irgendwie müssen wir da hochkraxeln, wie es aussieht. Ich glaube aber nicht, dass wir so hochkommen. Nö. Natürlich nicht. So kann er aber klettern, oder? Ja, das geht. Sogar auch mit Benzinkanister. Gut, die Gegend haben wir soweit jetzt eigentlich gesäubert. Hier kommen wir nicht aufs Dach hoch. Nee. Wie dann? So. Da war nämlich auch noch irgendwie der Hinweis mit Leiter klettern. Und wie in jedem Let's Play natürlich auf Pelzig heißt Leder, Leiter. Und der Werkstoff Leder heißt auf Pelzig Leder. So. Ja. Das muss immer sein bei jedem Let's Play. Weil immer Leitern vorkommen, interessanterweise. Okay. Wer wagt, gewinnt, wie es aussieht. Oh, mehr Krabbler. Verdammt. War es doch gut, dass ich den kleinen Freak loswache bin. So ist gut. Moment. Oh Gott, schnell wähl die Waffe aus. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, so viel zum Thema, wenn man in ihr Revier eindringt. Ich glaube, ich nehme den Benzinkanister mal lieber mit. Krabblerohre. Das andere sind einfach nur Schwärmer. Ja, die sind ganz schön fix, die Viecher. So, gibt's da aber noch irgendwas Tolles? Aber sobald man dann auf die Pelle rückt und auf ihrem Dach rumklettert, dann werden sie aggressiv. Okay, gut zu wissen. Dort gibt es ein Loch, wo wir rein können. Loch ist immer gut. Ah, jetzt haben wir endlich unser Bierflasch. Dann können wir jetzt nämlich unseren zweiten Molly basteln. Aber ich mag ganz gern hier wieder die Pistole auswählen. Ist hier aber noch irgendwas? Ja, möglicherweise horten die Viecher ja auch irgendein Zeug, was man gebrauchen kann. Offenbar nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal hier in die wahrscheinlich Werkstatt rein. Finde eine Benzinpumpe. Oh. Ja, gleich mal drauf geschossen. Okay, nee, unser Benzin liegt anscheinend noch oben, wie es aussieht. Dann brauchen wir aber hier auf jeden Fall Licht. Das Krabblerohr holen wir uns gleich. Hier haben wir wieder Kerosin. Ich bin gar nicht wieso, der das alles unerkriegt in den Kerosinkanister. Wahrscheinlich hat er nur einer, den er halt immer füllt. Zumindest wäre das logischer. Ja, jetzt haben wir nämlich auch unser Maximum erreicht, was Kerosin angeht. Das ist Schrott, wie es aussieht. Das hätte ich ganz gern. Jo, Schrott. Geht doch nichts über gute Schrott. Der können wir anscheinend jetzt aufknacken. Vermute ich einfach mal. Ja. Okay, wäre also auch so gegangen, denke ich. Und irgendwas mit Benzin finde war das. Benzinpumpe. Okay. Gut, das scheint dann wohl hier zu sein, vermute ich. Einfach mal so steil. Hier finden wir noch. Toller Mann gesucht. Tourismus-Sammelobjekt. Das war jetzt wieder von meiner Facecam verdeckt.
Aber wie gesagt, ich lese es ja alles vor, was ich so finde. Was haben wir hier? 4-mal Pistolenmunition. Ja, sehr schön. Wir werden ja richtig verwöhnt. Gut, dann würde ich aber auch sagen, Hier muss doch liebe irgendwo Leute. eine Benzinpumpe sein. Genau. Die suchen wir dann übermorgen wieder bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut, bis du hier wieder Iron Yankee.